Noch viele Strapazen, noch viel Maintenance. Machen wir also auf den Weg, aber es ist ein neues Adventure. Wir gehen Südfrankreich, Nordspanien und nach Portugal. Mit dem Dachzelt, das Auto als Gepäck. Sarah ist bereit, ich bin bereit. Was meine ich mit Strapazen? Wir wollten am Anfang schon gestern fahren, oder sogar 4 gestern. Aber ich kriege 4 gestern Platten. Und ich bin heute Wiesel gegangen. Ob da so 2,5 Pneu für Hummer. Aber den Mechanicien sagt, dass mein Bremsrad 4 ist schon ein bisschen angeschlagen. Das heißt, bis nach Portugal kommen wir nach dem so, ja, Portugal muss ich da gucken für eine neue Bremse. Und voilà. Wir fahren ungefähr 6 Stunden Richtung Südfrankreich und dann gucken wir für durch zu schlafen. Und ja. Also, nur ganzen, was waren 6 bis 7 Stunden fahren. Sind wir bei unserem ersten Spot gekommen. Sarah hat ihn rausgesucht. It's free. Das ist so bei einem Memorial. Das ist auch anscheinend erlaubt. Weil da sind so Plaken, wo seht, ja, holt er einen Garbage Mat, ne? Er einen Dreckmat. Und ich spiele den direkt. Das ist ultra das Geld wieder, so tropisch. Ja. We have a little view. And yes. Wir bauen Dachzelt ab und da geschieht halt auch nicht mehr viel. Voilà. Sicher. Dach, oh mein Gott. Dach 2. Wir haben gut geschlafen. Waren ein bisschen paranoid, die ist nicht. South of France. Wir haben 2 Fusenherren, die ein bisschen gekämpft haben. Und anscheinend ein Wildschwein, das hat ich auch nicht hören. Und ja, wir rammeln alles wie 2. Das war ungefähr eine Dauer. Und dann machen wir uns auf den Weg. Mit ein paar Kilometer sind wir vor meinem Schlo. Nach einer 3 oder 4 Stunden, ich weiß nicht mehr. Auf den ersten Spot, wo wir ein bisschen erkunden gehen. Und da wollen wir erst mal. Also, wir sind zu Montiers-Saint-Marie gekommen. Das ist so ein kleines Village an der Birge. Wir trippeln ein bisschen durch die Innenstadt. Es war ultra sauer, ein Parking zu finden, wir haben aber einen guten Spot gefunden. Sarah ist am Gang, ein Ticket zu kriegen. Du. Du. Und ja. La revanche, la merde, les règles tiennent la main sur les... Also, nur ein gute Mitte am Wasser, fahren wir Richtung unser nächsten Sleeping Spot. So, noch viele Minuten hier, haben wir einen Spot gefunden. Wir schlafen halt hier. Das ist halt so ein Betonsparking mit einem Busch. Da haben wir irgendwo einen Solarpark. Und voilà. Wir schaffen noch ein bisschen. Ich muss noch ein Haus fertig schreiben. Und yes. Wir haben noch Gies.
fertig, nach de Koch gies, még Mama gemäht huet. Mer si brett fir schlufen zu goen. Ich muss so in de Sport ass viel bewandert, viel Leute die hinnner Laffe kommen. Mit fängt lo rouch zu ginn. Also de just nach Grillen. Mer si lo viel gefu die Lächt für dich. Lo werd ma 5 Dage ungefähr hier op der Küste bleiben. Das geht doch relativ cool. Mo gimmer Richtung Antibes. Könnt ihr googlen. Du hast so ein dickscheine B. Seht ihr dann. Mo. Also hat das den zweiten Darbalfall. Den ist noch fertig. Ich probiere noch nicht so viel zu filmen. Ich probiere Weekly Vlogs zu machen. Dafür filme ich nicht alles, was ich mache. Ich filme nicht alles, was ich esse, alles, was ich Zeit habe. Ich werde das heute so mal machen. Ich meine, Lohn ist noch nicht gemäht, aber ich bin noch genug Zeit für das zu machen. Weil ich bin noch ein paar Wochen für uns. Das ist, voilà. So, wir haben neue Sachen zusammengepackt. Wir haben eigentlich noch gut geschlafen. Der Haut war viel mehr kalt wie gestern. Nicht am vergleichbar mit Februar, aber trotzdem kalt auf Icht. Den Auto ist geparkt. Wir gehen heute bei einer öffentlichen Toilette, da ist ein bisschen fertig machen. Und da geht weiter. Und wir sind wirklich schon bei einer ultra schönen Platz. Also hier ist ein Ultra-View. Yes. Also, an den Toiletten mal Zahngewasch. Das sind so Self-Cleaning-Toilets. Am Anfang sind die gar nicht so schlecht, weil die sind auf uns proper. Und stinkt ultra krass nur dieser Effekt da, aber besser wie ein knastig Toilette. Hier ist die Brunnen. Hier. So, wir sind zu Cannes gekommen. Cannes. Klima hier ist ultra gut, das ist ultra warm. Ich bin erstaunt. Du hast einen Backpacker, man ist der Backpack, die Leute einfach. But huge mistake. You never let your backpack outside alone. Aber bref. Wir haben also in einem Souterrain geparkt, just to be safe. Die Leute sind schon alle auf der Plage, dass auch da mal ist. Das ist dick liebig. Die Leute sind motiviert, auch jeder lebt hier und so. Ich habe Nummer 1 in der Boxtraining auf der Plage gemäht. Ja, ja, ist schon crazy. What do you say, Sarah? Ja, ich liebe nicht einfach Palmen zu sehen, das gefällt hat mir. Also, wir haben hier Käsekaff an einem Carrefour und 2 Orangen auf einem Markt, weil das habt ihr ja gesehen, an dem Markt, wo wir waren. Und das ist das Mittagessen. Wir haben ganz 5 € bezahlt, das ist 2,50 € auf den Kopf. Ist okay, ne? Not bad. Brot tun wir schon, mehr essen der Käse nicht einfach so. Den müssen wir noch dabei zählen am Anfang. Wir sind hier zu Antibes, das Leute so nirgends kann. Und wir gehen hier bei so einer Plage, wo anscheinend ultra bekannt ist. Das wird doch wahrscheinlich relativ voll sein. Wir waren ein Accident von der Straße. Das wir müssen in Janisch parken. Das Problem ist, Google Maps geht gar nicht in. Weil, ihr seht dann ja vor links ran. Links ran ist dann so etwas. Das ist einfach so. Das gehört hier schon länger. Das ist, wir haben ein bisschen gestruggelt mit dem Parken. Aber normalerweise mal um richtig weh. Wir haben also ein Parasol gekauft. Für 20 €.
guten Preis am Decathlon. Und noch ein paar Gasflaschen für zu kochen. Weil mein letztes Woche ist Leute gegangen, also haben wir dann noch 3. Ja. Parasol geht nicht. Weil war gut, die nehmen runter, Robdingen zu. Also, wir waren alle gut 3 Stunden hier. Sarah will noch ein Foto machen, wir stehen nicht dabei. Wir haben einen Campingfond, war noch ein Platz frei. Wir haben uns auf ungefähr 3-4 Campingen gerufen. War so ein Platz zu finden. Wir haben reserviert noch Platz bis 6 Uhr. Die ist mir vorher da hin. Und jetzt, das Plaschhaus ist ganz cool. Das Problem ist, dass so ein Stehenplage. Das war ein bisschen ungemütlich, da drauf zu liegen. Wasser war ultra angenehm. Und ein little crowded, also viele Leute auf jeden Fall. So, noch ungefähr 20 Minuten sind wir am Camping gekommen. Schon richtig Premium, hat alles super geklappt. Das ist also ein kleines Eck. Bei der Nachtzeit brauchen wir nicht lob. Das Camping hat einen Schwamm. Das ist mir genau so, ich mal auf den Schwamm. Aber wir kriegen 2 Küsten mit Sachen dran. Boah, guck der Stadt mal an. Oder das schon ein Camping. Erstens ein kleiner Iced Tea, amazing. Bam, 2 Stück. Was ist das für ein? Irgendwas Peach, Dianas, Framboise. Boah. Ein Schwarm, Seef, 2 Tuten Hariboen, noch mehr Seef und Tee, meine ich, ist das. Und der kriegt mal für 2 Mal, weil Sarah kriegt auch rein. Boah, Premium-Kiste. Sarah raumt noch ein bisschen. Sing seid. Und wir gehen dann gleich auf die Schwamm. So gesagt der Moment bei uns aus. Also ist nur ein Parasol. Das ist Pubel. Und da sind die 3 Gasflaschen, die ich gezählt habe. Yes. Hello. We made food. Lecker Nudeln, Champignon, Mozzarella. Ist noch ein Wurst. So sieht das Ganze aus. Mittlerweile allgemein der Camping gewuppt gebaut für Haut. Ja, Fokus. Camping gewuppt gebaut, halt. Küche-Setup, Sachen für zu dröschen. Und nun erst kriegen wir noch ein Goodies, wo wir gucken. Ja, kleinen Dessert mit einer Jus dabei. Amazing. Yes.